Dit is de tweede predigt in de rij Gott schejkt Säen. Hier redt Prediger Johan Dyck. We zijn nu boulwaren in de Weihnachtstijd. Dat is een wunderschöne tijd, besonders voor kleine Kinder. Kannst du die nog denken, als du klein wirst, en wat Weihnachten für die bedienen deed? Als ich klein wir, ging meine Eltern dat ziemlich knapp. Aber dat meint nicht, dat wir nicht können ne schöne Weihnachten haben. Wir kriegen nicht sehr viel Geschenke, aber da wir immer eine Kleinigkeit, wat uns sehr froh macht. Bei uns, deed wir Kinder immer ne Korn abstellen, und zum meist wären dort Peanuts und Net und Kinder und alle Sorten schöne Dinge bannen. Dat gaf uns eine sehr große Freude. Aber wat viel wichtiger ist, und uns von dir auch viel klarer ist dort, wat Weihnachten bedienen deed. Zu der Zeit, als wir Kinder wären, dachten wir doch nicht so viel an. Für uns bedienen die Geschenke sehr viel, und dort wir für uns Weihnachten. Aber als wir alle waren, dann waren wir an, dass eine viel deepere Bedienung hinter Weihnachten steigt. Was ist der Grund dahinter? Wir weten ja alle, dass die Welt rum uns her auch Weihnachten wird. Aber meistens bedient das Superie und all das Schlechte, was dort gehört. Viel von uns, was sich Christen nennen, sind auch davon eingesteckt, dass unsere Freude bei Weihnachten bloß darin besteht, was für Geschenke wir kriegen, und dass wir viel Gelegenheit haben zu spazieren und Scheine zu eten. Von der will ich besonders über diesen Zweig reden, worum Gott seinen Säen schenken deed. Die wahre Bedienung hinter Weihnachten. Wir beschäftigen uns von der das erste mit der Frage, worum schenkt Gott seinen Säen in der Welt? Was wir die Zweig? Um dort beter te verstonen, gehen wir weiter terug, naar das Johannes-Evangelium. Da las ich al vergangene Werk die erste 2 Vers, und wir gehen dann wieder an den 4. Vers, und da steht so. En arm wir dort leben, in dat Leben wir dat Licht von den Menschen. Wann het hier sagt, en arm wir dort leben, wat meint hat? Hij ist der Ursprung, von wo all het Leben kommt. En de andere wird, dat jaft keine andere Stad, en dat jaft keine andere Person, wat Leben uitdeilen kann, als diese Person, wovon hier der Rede ist. En nu brukt das Schreiber hier, Johannes, einfach das Wort Leben für arm. Er sagt, en arm wird das Leben, in das Leben wird das Licht von den Menschen. Was wird denn die Zweig, dass Jesus als Licht für die Menschheit kommen soll? Wenn wir dann wieder lesen in Vers 5, dann sagt das Licht schient in der Düsternis, aber die Düsternis haft es nicht begriffen. Das 5. Vers redet von der Düsternis. Wir weten ja alle, was Düsternis ist. Wenn es düster wird, haben wir sehr schlecht was sein. Dann brücken wir in Licht. Und für den, der kein Licht hat, kann das sehr gefährlich werden, wenn er im Düster gehen muss. Er kann auf eine Schlange abstauben, er kann am Grobenen anfahren, oder irgend anderes, was du als Gefahr auf dem Weg sein kann, wenn er das nicht sein kann. In Johannes 3, Vers 19 sagt das, und dit ist das gerecht, dass das Licht in der Welt hineingekommen ist, und die Menschen leichten die Düsternis beter als das Licht, weils ihre Worten beis wären. Düsternis deckt immer tau, Licht openbaart. Beise Worten wollen die Menschen das liefste tau decken, und doorwegen worden die meeste Verbrechen nicht über Tag gedonen, aber der Nacht, wann es düster ist. Warum? Weils das bei düster schlecht zu erkennen ist, wer diese beise Worten gedonen hat. Und doorwegen sagt die Bibel, die Menschen leichten das Licht nicht, weils ihre Worten beis wären, und sie wollen die Leiber verstärken. Düsternis redet von alles, was sich für Gott verstärkt und mit Gott nichts zu tun haben will. Dann sagt es, das Licht schient in der Düsternis, aber die Düsternis hat das nicht begriffen. Und wenn er sagt, die Düsternis hat das nicht begriffen, dann meint es eben, sie haben das gar nicht gemerkt, dass das Licht in der Welt angekommen wäre. Als Jesus kam, dann weit wir, dass die geradste Port von der Welt sich gar nicht darum kehren deed, dass der Säen Gottes hier auf Erden wäre. Jesus ist noch immer das Licht, was alles in unsere Horten offenbaren deed. Dat was du ook al gemerkt han.
wann du deine Predigt hörst, oder du an das Wort Gottes lesen lässt, dann fängt das ziemlich an, am Horten zu jähren. Dann wollen wir lieber nicht die Predigt hören, oder wir wollen lieber nicht die Bibel lesen, willst du das dort offenbaren, was an uns hört ist. Wir möchten unsere Sünden am liebsten immer verstärken. Dort ist die menschliche Weg. Möchtest du auch von Jesus Weg kommen, dass deine Sünden verstärken blieben? Ich möchte über Mauttausch sprechen. Komm nun Licht, weil dort ist der einzige Weg, wo wir von unseren Sünden können frei werden. Wir müssen die Tausch stonen. Wir müssen die nun Licht bringen, nur Jesus. Die müssen offenbar werden. Und dann kann er die vergeben. Die nächste Vers sagt uns, wo Gott seinen Säen schejkt deed. Ich lese nu Vers 6. Da kommen Mann, die von Gott geschejkt wir. Sie nomen wir Johannes. Wie weet ihr alle, wer des Johannes wir? Da kommt eine Zeit, wo Zacharias und Elisabeth in Säen kriegen. Die Uitzicht von Kind bei alle, wie Jesaja gering. Und doch, Gott kam nur an und sagt, zij würden ein Kind kriegen, op ihre oude Deel, und sie sollen dit Kind Johannes nennen. Johannes wie ein Mensch, wat Gott besonders dort schicken deed, dat hij den Weg reid merken soll, für seinen Säen, wann die kommen. Wann Gott op Erden ein Werk deed, dann brucht hij gewöhnlich Menschen dorthin. Dort leidt hij Johannes geboren worden. Hij had een Zweig für ihn, hij had eine Arbeit für ihn. Wir sind auch nicht von ungefähr gerade so hier. Du ist ein Zweighänger. Gott hat die geboren lassen worden von besonderen Zweig. Oder das ist vielleicht nicht der Zweig, dass du den Weg merkst für Jesus oder für seinen Säen. Aber einen Weg doch. Gott will haben, dass all die, was geboren worden, ihr Leben sollen am übergeben, und dann sollen sie seine Diener worden, dat het Recht Gottes op deze Welt kommen kann. Gott brucht Menschen. Und hier merkt er den Weg op für seinen Säen, dat er diesen Mensch Johannes schicken deed. Und dann redet von Vers 7 von ihm, was er doen soll. Das sagt, hij kwam aus ne Säen, über dat Licht in Zeichnis zu geben, dat alle Menschen durch ihm geleiven sollen. Was ist ne Säen? Ne Säen ist ein Mensch, wat dort sagen soll, besonders für ein Gerecht oder ein Verheer, wat gehört oder gesehen oder erlebt hat. Johannes soll ne Säen sein von dort Licht. Und dort meint hier Jesus. Wie das sagt je, hij kwam aus ne Säen, über dort Licht in Zeichnis zu geben, dort alle Menschen durch am geleiven sollen. Wenn wir uns das dann einmal so nachlesen, dann merken wir, dass Johannes auf Jesus hinwiesen deed. Hij weist den Finger auf Jesus und sagt, da geht Gott sein Lamm, was die Welt ihre Sünden trägt. Das ist ein Zeichnis. Und da frage ich mich, da ich auch einmal so auf Jesus hinwiesen für andere Menschen? Aber was noch interessanter ist dort in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, da sagt Jesus, je sollen meine Säen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, in wat andet eng van der Welt. Dat meint auch uns. Und der Grund, warum Gott auf diese Erdwelt Säen haben, es kriegt dort, was bei Johannes auch wir. Da seht dort alle Menschen durch am geleiven sollen. So soll es auch bei uns sein, dort andere Menschen durch uns Zeichnis worden an Jesus geleiven. Ich weiß, dass einige Menschen, die grülen sich ein bisschen mit das Wort zeigen. Wie sie meinen, dass, wenn Menschen da so offenbar von reden tun, dann meinen die sich was. Dort ist aber ein ganz falsches Verständnis von dort, was die Bibel lehrt, von zeigen. Wenn du Jesus Christus in dein Leben abgenommen hast, und du weißt, dass er in dein Leben eingekehrt ist, dann hast du ein Recht, jo, du sollst sogar davon reden. Und wenn du davon redest, dann darfst du nicht ab die hinwiesen und sagen, ich bin nur ein guter Mensch geworden. Nee, du sagst, ich wir ein Sünder, aber Gott hat meine Sünden vergeben, der hat mir nie das Leben geschenkt,
En nu zie ik vrouw geworden, wie ik weet dat mijn zinnen vergeeft zijn. Ik zie niet een volkomener Mensch, aber durch Gott seine Gnade kann ich nu so leben, zoals am dat gefällt, wanneer ich auch hier en daar sündigen doe. Dat is een Zeichnis, dat wies daarop aan wat Jezus voor ons deed. En wanneer hij ons Gott gedaan heeft, dan zullen we dat ook voor andere mensen zeggen kunnen. Wir sollen nicht Angst haben, davon zu reden. Jesus sagt sogar dat andere. Hij sagt, wir sollen Angst haben, nicht davon zu reden. Wie hij sagt, wer mij wordt voor de mensen bekennen, dem wordt ik ook voor mijn himmlischen Vater bekennen. Wanneer we dan wieder lesen, Vers 6 bis 9, da steht so. Hij selbst wie nicht dat Licht. Wat meint dat? Dat Johannes selbst kon nicht den Menschen Licht in ihre Horten geben, dat sie verstunden, wer Gott ist. Nee, dat kon hij nicht. Dann sagt es wieder, hij kam, ever dat Licht zu zeigen. Dat meint, hij weist daarop aan, wer dat Licht weer. Hij selbst kon dat nicht, aber hij weist daarop aan, wer dat kon. Dann geht es wieder, dat wahre Licht, wat jeder Mensch Licht geeft, kwam in de Welt hinein. Hier redet davon, dat als Jesus in de Welt hineinkom, wird es daartoe, dat jeder Mensch durch arm soll das Licht fingen. Hast du al das Licht gefangen? Oder ist in dien Hort noch immer alles dies da? Wenn du an Gott denkst, dann hast du Angst. Wenn du an dein Leben denkst, dann bist du unzufrieden. Du weißt, dat es lang nicht dort, was es sein soll. Und wenn du an die Zukunft denkst, hast du Angst. Und wenn du am Sterben denkst, dann ist alles dies da. Du musst nicht darüber nachdenken. Lieber Freund, du kannst nur das Licht kommen. Weil das Licht ist nicht so ein anderes Licht. Das Licht ist eine Person. Und Johannes de Dijper, die daarop aanwijzen. En vandaar doe ik über dit Programm ook daarop aanwijzen. Jezus is dat Licht. En Gott schickt am doortouw in de Welt hinein, dat hij zal voor ons dat Licht worden. We komen nu bij de nächste grote waarheid. Wo wordt het Licht dan opgenomen? Vers 10 zegt, hij weer in de Welt. En wanneer de Welt ook durch aangemerkt weer, kan de Welt am nicht aan. Dan denk ik hier aan een Beispiel van een huis. Wel wil maar zeggen, du bist een buurmeester. En du bouwst die een ganz niet fijnet huis. Aber wel we zeggen, du hast dat huis gebouwd, dat is ganz voordig, en je voeren weg. En als je terugkomt, dan zijn er mensen in die huis getrokken, en die doen alles zoals wanneer ze niets met die te doen hebben. Die kennen die niet eenmaal. En du wirst in die huis gaan, aber die nemen die gar nicht ab. Du kannst nicht einmal nennen. Die doen so, als wanneer het dir überhaupt nicht jaft. Ungefähr so ist das hier in diesem 10. Vers. Das sagt, hij wir in de Welt. En wanneer de Welt ook durch gemerkt wird, kann de Welt am nicht an. Dat moet aber sehr wei gedaan haben. Aber die Menschen deiden so, als wann hij überhaupt nicht talen deed. Zu der Zeit waren die Römer die Leiders in der Welt. Die kehrten sich überhaupt nicht darum, wer Jesus wir. Bloß Hanend war einmal einer. Aber im Allgemeinen, deiden sie überhaupt nicht davon Kenntnis nehmen, dass Gott sein Sehen hier nu ab Erden wir. Aber das geht noch wieder. Dann sagt es, hij kam nur dort, wat am geheerd, aber die namen am nicht ab. Wem meint hier? Dit wird das jüdische Volk. Gott hat an, als sein besonderes Volk gesehnt, aber als das Licht erst in der Welt kam, dann wollen sie nichts mit ihm zu tun haben. Woran sei wir dort? Wir sind daran, dass die Leiders von den Juden, und dort wären die Pharisäer und die Sadduzäer, die mochten am das Leibste aufschaffen. In Völkern lesen wir, dass sie jähen am Striden deiden, dass sie am Proben eine Faul nennen zu locken, dass hij sich wird verreden, dass sie dann würden einen Grund haben, am umzubringen. Und so wird es auch. Zu guter Letzt kriegen sie ihren Weg, und sie vierten dort durch, dass Jesus umgebracht wird. Deswegen sagt es hier, hij kam nur dort, wat am geheerd, dat wir zien Volk, aber sie nahmen am nicht ab. Bloß die gewöhnlichen Menschen nahmen am ab, aber nicht das Volk am Großen und Ganzen.
En zo zijn we hier, dat dit licht, wat in de Welt neerkomt, wordt niet abgenomen. Die dan China am abnehmen? Ja, we kunnen zeggen, da wären Söhne wat am abnehmen, aber dat wären bloß Einzelne, dat wären die, wat dat freiwillig deiden. Gott seine Kinder sind bloß freiwillig, dat leben davon. Gott det den Einzelnen raden. En dat geeft mij hoopning. Ik zie een Einzelne. Gott is interessiert in mij. Gott nimmt mij op, wanneer ik naar Jezus kom. Gott interessiert sich für die, aber du musst freiwillig nur ankommen. Hör mal, wat het in Vers 12 sagt. Aber die janje, wat am abnomen, die gaf hij dat recht, Gott seine Kinder te worden, die an seinen Namen leven. Bist du ein von die janje, wovon hier de rede is? Die janje wat am abnomen, die gaf hij dat recht, Gott seine Kinder te worden. Wo passiert dat dan? Om Gott sein Kind te worden, moet einer Jezus annehmen. Das römische Volk, die sich am Arm nicht kehren. Die Juden wollen am nicht. Die wollen am umbringen. Aber da wären Einzelne, die nahmen am ab. Bist du ein von die? Und wer dort tät, wer Jesus abnimmt, der kriegt was Besonderes. Das sagt hier, die gaf hij dat recht, Gott seine Kinder te worden, die an seinen Namen leben. Wenn du Jesus Christus in dein Leben abnimmst, dann passiert was Wunderbares. Du wirst ein Gotteskind, so sagt es hier. Und da wären es das nicht erreicht, wenn du das getan hast, wenn du nu sagst, Gott sei Dank, ich sehe nu ein Gotteskind. Das ist was Gutes, wenn du das sagst. Das ist ein Zeichnis. Willst das ist wahr. Gott sagt das hier. Wenn wir ihn abnehmen, dann haben wir das Recht, Gott seine Kinder zu halten. Wo ist das dann passiert, dass wir Kinder Gottes geworden sind? Vers 13 sagt uns dort. Dit sind Kinder, wat nicht geboren sind auf den allgemeinen Weg, durch die Entscheidung von Menschen oder den Willen von einem Mann, aber die sind von Gott geboren. Dit ist, wo die Wiedergeburt passiert. Durch seinen Geist, dat Gott gewöhnliche Menschen von binnen umdrehen und umändern in een nieuw geestelijk Leben geben. Dit meint hier eine geestliche Geburt. Diese Geburt passiert nicht, weil es irgendein Mensch sich das vernimmt. Nee, die passiert, weil es Gott dort in ons Leben tät. Haft dort bei dir al gedonen? Dat is wat de Bibel de Wiedergeburt nennt. Wir wollen nu noch seinen Wort dann die Folge davon wir, dat Gott seinen Sehen schenken deed. Vers 14 sagt, dat Wort wordt Fleisch und wohnt eine Zeit lang mang uns, und wir sagen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit vom eingeborenen Sehen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Hij weist uns in einen menschlichen Körper, wo Gott zurecht ist. Das ist das Erste. Wenn er hier sagt, das Wort wordt Fleisch und wohnt eine Zeit lang mang uns, dann meint es eben, dass Gott kam auf diese Erde, nahm einen menschlichen Körper auf sich, so dass er in diesen menschlichen Körper uns wiesen kann, wo Gott ist. Das sagt in Vers 18, keiner haft jemals Gott gesehen, aber Gott sein einziger Sehen, wat bei dem Vater seine Seide ist, der haft uns Gott vergestellt. In andere Worten, hij haft uns Gott vergelebt. Thomas zeide mal zu Jesus, wiese uns den Vater. Und dann sagt Jesus zu ihm, zie ich al zo'n lange tijd bij juntje warst, en du weißt noch immer nicht, wer der Vater ist? Und dann sagt hij, wer mir geseinen haft, der haft den Vater geseinen. In andere Worten, Jesus deed ganz vollkommen dort uitdrukken in seine menschliche Gestalt, wat Gott ist und wo Gott ist. Ist dort nicht was Wunderbares? Dort ist eine Folge von Jesus ihm kommen. Wir weiten nu, wo wunderbar und wo leiftolig Gott wirklich ist. Und zweites ist, hij haft uns Gott seine große Gnade gewesen. Gott ist nicht bloß gerecht, aber er ist auch leiftolig. Hij wiest uns Gnade, hij verjaft Sünden, wann wir das auch nicht verdient haben. Vers 16 sagt, von den Reichtum, von seiner Gnade, haben wir alle genommen, einmal nur das andere Mal. Wils das Gesetzwort durch Moses gegeben, Gnade und Wahrheit,
kommen über der Jesus Christus. Hast du diese Gnade al erlebt? Ich hoffe, du hast. Besonders nu in der Weihnachtszeit soll wir immer weiter daran denken, was für eine Gnade Gottes dat wir, dat hij sienen Säen schenken deed. En dat laatste is, dat hij wordt voor ons een opferlam, dat hij zijn leven geven kon. En door we in vers 29, den nächsten Tag sagt Johannes Jesus nur am Kommen und seht, kijk, dort ist Gott sein Lamm, wat de Welt ihre Sünden draagt. En so sei wie, Gott schickt seinen Säen, für einen wunderbaren Plan zu erfüllen, und die Folge davon ist, dass wir Gott seine Gnade durch Jesus Christus erleben können. Hast du seine Gnade all angenommen? Wel, wir beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht bloß das Licht für uns zu sein, aber dass du uns auch das Leben gibst, wenn wir an dich leben. Wir danken dir dafür. Amen.